Hallo miteinander, da ist der Exodus 19. Ich begrüße euch noch nicht zu meinem Let's Play, weil ich möchte mich zuerst entschuldigen für die Ausfälle von meinen Videos. Es war recht mühsam gewesen. Unser Internetanbieter hat irgendeinen Fehler gemacht, glaube ich. Auf jeden Fall ist unser Telefon nicht mehr gegangen, das Internet ist nicht mehr gegangen. Ich bin froh, dass ich nachher einen Fernseher schauen kann. Ja, jetzt bin ich wieder da mit meinen 2 Videos pro Tag. Allerdings hat sich in meinem Minecraft-Leben etwas geändert. Und zwar, ich habe mit einem Kollegen, das habe ich glaube schon mal gesagt in Part 9, wir haben uns zusammen einen Server gekauft und wir sind dort jetzt etwas am Vorbereiten. So. Ich werde dort auch noch ein Let's Show daraus machen. Ich hätte schon lange anfangen sollen, es tut mir auch leid, es ist schon mega viel zu weit. So. Aber ich werde es sicher noch zeigen. Und gerade weil ich den Umbruch gemacht habe, Exodus City, das ist dort, wo ich gerade Kiel fertiggestellt habe, die Stadt zieht um auf meinen Server, auf unseren Server, sorry. Und was wir in diesem Part machen, wir könnten die Welt kennen. Die Welt kennen. Das ist nämlich mein erstes Let's Play mit den 100 Parts. Das ist mein zweites Let's Play mit den 48 Parts. Wir könnten Noahstan anschauen und Balam Garden. Von Noahstan haben ihr schon 2 Videos gesehen. Balam Garden war meine allererste Minecraft-Süchtelei, wo ich das erste Mal meine Blöcke abgebaut habe und nebendran noch Gronk geschaut habe. So. Ja, fangen wir doch gerade da, meinem Anfangsgebiet. Ich hoffe, ich bin am Anfangsgebiet. Nein, ich bin mitten im Haus, voll easy. Ich habe da auch geschafft, dass Creepers abgeschossen worden sind von Bogenschützen. Wie gesagt, da war es noch buggy, da musste man das Bett immer noch einmauern wegstellen. Da habe ich meinen ersten Goldblock hergestellt, den ich gefarmt habe. Da habe ich die Türen noch mit Schalter gemacht. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Fangen wir einfach mal oben an. Da ist so noch ein bisschen cool. Das schauen wir später an. Lässig, hä? Können wir sonst mal da runterfetzen. Ich habe da die Schiene entdeckt und bin mega am Rumfesteln mit diesen Schienen. Und da Wasser entdeckt, wo ich da Wasser geleitet habe. Ach, Leute, Erinnerungen werden wach. Und da habe ich einfach die Schiene noch ein bisschen länger machen. Einfach da sinnlos eine Kurve gemacht. Dann kommt man da runter in den Untergrund. Oh. Ja, das habe ich auch recht geschickt gemacht. Und da kannst du nicht mal mit rechts aussteigen. Auf jeden Fall würde auf dem Schild stehen. Ich muss es jetzt leider kaputt machen. Aha. Es ist darauf gestanden, man solle aussteigen und umschauen. Ah, das ist das Problem. Gut, jetzt läuft es. Jetzt könnte man zuerst runter. Das mache ich aber noch nicht. Das zeige ich erst nachher. Ich zeige euch zuerst, was ich da noch gemacht habe. Und zwar habe ich da... im Unterwasserbaum, das Beste, was es jetzt gibt, gemacht. Da habe ich einfach, ich wollte oben ein Dach rein tun und dann Wasser drüber fließen lassen, habe ein Glas vergessen und mein ganzer Baum ist überschwemmt worden. Ich habe dann noch so Blöcke gesetzt, dass einfach wirklich der Baum halt unter Wasser ist, aber man unter dem Baum kann stehen. Ich habe Freude gehabt dann. So, dann gehen wir noch rasch runter. Es ist einfach noch nicht ausgeleuchtet, das ist bewusst so. Ich werde da nie Fackeln machen, weil ich auch nie mehr da spielen werde, aber das ist bewusst so angelegt. Und das soll einem auch verwirren, weil da hinten geht es gar nicht weiter. Nein. Da unten habe ich nämlich auch ganz geschickt versteckt, weißt? Das ist der Geheimgang da. Das ist schön. Da kann man runtergehen. Alles dunkel natürlich. Geht natürlich auch nicht zum Fackel hersetzen. So, da haben wir wieder Licht. Was habe ich da gemacht? Keine Ahnung. Da wollte ich das erste Mal die Mine von Moria errichten. Also, es geht dann da noch ein bisschen rauf. Und ich glaube, ich habe dort oben nochmal ein Stockwerk, das ich dann zum Aushöhlen parat gemacht habe. Ja, einfach so meine erste Eskapade. Ich habe nicht mal gewusst, dass man bis auf den Bedrock runter kann. Ich habe nicht gewusst, dass es da unterste Linie gibt und so. Ich habe nichts gewusst eigentlich. Ich habe einfach angefangen mit dem Gronk, so gelernt halt. Minecraft Wiki habe ich auch noch nicht gekannt.
Ja gut, da mittlerweile am Schluss wahrscheinlich dann schon langsam. Ach, ist das mühsam zum da rauskommen? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Los, los, los. Ich habe eine andere Welt zum zeigen. Ja. Nein, die andere Welt zeige ich jedenfalls sonst nicht. Das habt ihr ja auf den Videos gesehen. Ah, jetzt wieder da durchs dunkle, hure Zeug. Ich sehe ja selber nicht mehr. Ich weiss zum Glück, wie ich den Weg angelegt habe. Extrem kompliziert. So, jetzt gehen wir rauf. Und sind gerade in meiner Schatzkammer. Ui. Wow, mega viel Zeug habe ich gehabt. Ein ganzes TNT. Und da habe ich mit Fackeln, Redstone-Fackeln, ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich habe es als Dekoration gebraucht. Ja. Und das ist eben noch cool, man kann normal drüber laufen, man muss nur rausgehen gumpen. Darum hat es mich auch nicht gestört, dass es mit drinnen ein Loch ist. Das ist meine Ultra-Schatztruhe mit Diamanten, Redstone und Lapis Lazuli und so. Wie ihr seht, habe ich da schon Bilder aufgehängt, aber das sind noch die alten Bilder gewesen. Die haben es jetzt natürlich angepasst. Ja, dann gehen wir doch da mal rauf. Gehen da rauf. Gerade weiter rauf und da kann man nochmal rauf. Und dann sind wir da auf dem Aussichtspunkt. Für mich ist das schon extrem hoch gewesen, allerdings weiss ich, dass es noch viel höher geht. Und dort hinten seht ihr mein allererste Haus. Allererste. Wenn ihr es gesehen? Ja, also ich hätte schon Lust, um es wieder anzuschauen. Und eben, ich habe nichts gewusst von wegen Fallen und ich habe gleich geschafft, mich perfekt zu schützen. Secret Garden. Psst. Da habe ich übrigens auch noch nicht gewusst, wie man das Gras machen kann. Also die Stegen rauf, dass das Gras kann aufwachsen kann. Das habe ich auch noch nicht gecheckt. Das habe ich dann erst im Nuastand ausprobiert und herausgefunden. Nach dem Nachlesen auf der Minecraft-Wiki. So, jetzt habe ich glaube da noch irgendwo eine Leiter. He? Ja, voll. Und da, wie gesagt, als ich herausgefunden habe, das mit dem Wasser, bin ich gerade extrem ausprobieren gewesen. Und oh, da ist Sumpfgebiet. Oder Wüste, hat einfach grünes Wasser, keine Ahnung. Dort hatte ich meine Mine. Dort bin ich rein. Bin unten durch und alles unten durch. Dort hatte ich meine zweite Mine. Und schlussendlich habe ich dann unten durch alles irgendwie verbunden per Zufall. Das waren alles Höhlen gewesen. Gut, da seht ihr schon. Jenstes Kaktus, das alles eingesetzt habe. Um mich eben vor diesen Monstern zu schützen. Also ich bin ein paar Mal gestorben, bis ich dann das mit diesen Kaktus herausgefunden habe. Und ja, dann bin ich mal die Kaktus am Setzen gewesen. So, mein erstes Haus. Ja. So schön, dass man da noch rausspienzeln kann. Einen im Boden runter. Da ist sogar noch Zeug drin. Ja, 8 Sand. He. Gut, und jetzt kann ich eben, ich habe sogar in der Nacht raus können, das war kein Problem. Ich bin einfach immer da durchgerannt, habe mir da so schön meinen Weg angelegt. Und die Viecher sind dann durchgerannt und ja, sind kaputt gegangen. Ich konnte das Zeug looten und das habe ich extrem gerne gemacht, vor allem bei den Creepers. So habe ich mein Gunpowder finanziert, sozusagen. Ja, ich laufe halt aber gleich noch selber rein, aber eben, dort hat es Fleisch gegeben, um sich zu heilen. Nicht um den Hunger zu stillen. Was habe ich da ausprobiert? Ich glaube, einen Monsterfall habe ich da ausprobiert. Ich habe aber nicht gewusst, dass es am Kaktus kaputt geht. Ich habe auch nicht gewusst, dass man mehrmals Wasser legen sollte. Ich habe einfach alles das Gleiche genommen. Also das ist noch bevor ich herausgefunden habe, dass man Wasser legen kann. Einfach rumprobiert halt, weißt du? Und genau. Ich war extrem lang in der Mine. Wirklich lang. Ich weiss nicht mehr wie lang. Auf jeden Fall bin ich dann da. Und ich gefunden, ja, jetzt gehe ich mal wieder raus. Und komme genau da raus. Ihr wisst nicht, wie ich mich gefreut habe. Au, 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 meine Füße! Du bist schuld! Ja! Hey. Ah. Gut, verwünscht. EP? Egal, braucht man nicht. So, ja, das ist mein erstes Haus. Wie ihr seht, habe ich schon immer gerne ein bisschen Bäume drauf gehabt und naturmässig etwas gemacht. Ja, hat Spass gemacht. Dann ist eben mein Kollege gekommen. Ich habe eigentlich dort, das war unsere Shogun-Zeit. Das werde ich auch noch let's playen. Und wir haben immer
fast jeden Samstag gekommen. Wir haben dann irgendwie Abend am 9 Uhr angefangen bis am Morgen um 5 Uhr. Ich bin zwar meistens schon um 3 Uhr gepennt, er bis am Morgen um 5 Uhr am Spielen. Ich habe noch kurz das Game gezeigt und wir haben dann einfach Shogun vergessen und nur noch das gespielt. Jeden Samstag und das dann noch länger. Und das ist eben das. Ihr seht da nur die Rohfassung, weil eben den Save verloren habe ich Oberhoshi. Und eben die Platte ist 100 auf 100. Bin immer noch stolz drauf, 10'000 Blöcke nur schon in der Platte. Und dann, das hat ganz anders ausgesehen schlussendlich. Da haben wir riesige Fehler reingebaut. Ja. Und es hat wirklich noch anders und viel besser ausgesehen. Da haben wir unser Lager gehabt, das gibt es leider auch nicht mehr. Da haben wir mit den Kohlenwegen, das kennen ihr sicher, so die Kohlenwege, wo man kann mit einer Kohle anschlagen, so anschlagen mit der Kohle und dann fahren sie von allein rauf. Aha, also habe ich mir das nicht vorgestellt, so haben wir es vorgestellt, ja. So, nicht. Wo haben wir es zum Demonstrieren, wie es ausgesehen hat bei uns? Ja, mal schauen, vielleicht finden wir in den Minen unten noch etwas. Da ist unser Bett, weil vorher war eben da unser kleines Häuschen, das wir einfach aus Schutz oben drauf gebaut haben. Und das hat dann wegen diesen Mauern, die dann gebaut worden sind, müssen weichen. Wir haben dann auch immer draussen gepennt, das war halt peaceful, weißt du. Nein, wir fahren noch nicht ganz runter. Ich möchte jetzt erst noch da unten. Ah nein, die Monster... Autsch! Die Monsterfallen gibt es ja noch gar nicht auf dem Safe. Scheiße. Weil da ist so eine coole Wassergrabenfalle, die recht gut funktioniert hat. Und da über das ganze Gelände alles mit so Glas, das zwischendurch frei war. Also an der Seite, dass mich die Viecher gesehen haben, bin ich immer durchgerannt. Durchgerannt. Wow, da hat es ja noch Bäume. Haben wir da mal Bäume gehabt? Das ist alles kahl bei uns. Da bin ich durchgerannt und irgendwo da war dann ein Loch mit einem einzelnen Kaktus drinnen und Wasser und dann sind die dort einfach verreckt. Ich finde auch die Säulen sehen extrem geil aus. Bäm. Einfach nur cool. Und ich habe einfach nur Freude an dieser Welt und jetzt haben mich tierisch angeschissen. Dass erstens der Kollege nicht mehr so Lust gehabt und ich dann noch das Safe kaputt gemacht habe oder ich weiß auch nicht mehr, was passiert ist. Irgendwas mit Minecraft neu starten. So, gehen wir mal runter. Da kommt mir einfach immer wieder die Melodien sind, die ich beim Video schon gemacht habe. Herrlich. Ja, da ist mein Ofenwagen, seht ihr? Und so haben dann die Kisten ausgesehen, aber gefüllt. Alle sind gefüllt gewesen. Komm. So, du kommst auch noch für. Ich will jetzt das mal demonstrieren. Ah nein, ich glaube mit 4 war es zu viel gewesen. 2 sind glaube ich gegangen. So. Zack, zau. Wir haben da Minecart with Furnace, also mit einem Ofen. Dann nehmen wir eine Kohle, mehr brauchen wir nicht. Und hauen den an. Bam, 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 bam. Ciao, ciao. Und so haben wir dann unsere Steine geholt. Rausgegraben haben wir es hier aus dieser Pyramide. Sie ist auch da oben, glaube ich. Oder unten sind es 87 in der Länge. Und in dem Safe geht sie leider noch nicht rundum. Ich habe es so weit fertig gehabt, dass sie mal rundum gegangen ist. Und wir eigentlich nur noch haben müssen das Dach, einfach die Abstufung oben dran noch ändern. Und da war alles schon frei gewesen. Also ich glaube nicht, wie viel Arbeit einfach weg ist. Das ist unglaublich. Ja. Meine ersten 2 Welten. Einfach um ein bisschen Zeit zu füllen, weil ich eigentlich das andere Let's Play schon wieder keine Lust mehr habe, weil ich halt den Server habe und dort am rumruhen bin wie ein Wilder. Ja, da habe ich übrigens die Goldschiene auch noch nicht gekannt, sonst hätte ich das auch mit diesen Goldschienen machen können. Jetzt müssen wir halt immer laufen. Der Part ist übrigens fertig, ich möchte mich da verabschieden und das nächste Mal sehen wir uns auf unserem Server. Sehr wahrscheinlich mit dem Let's Show. Und sobald ich das Dorf nachgebaut habe mit dem Kollegen, auch dort geht es dann wieder weiter. Es wird nicht 1:1 nachgebaut natürlich. Dort ist unser kleinstes Geschwür am Anfang, nachher haben wir uns eben nur gebaut. Ja, ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Real Let's Play. Peace!